Lütten Gesundheitsdrink. Den 9. April ist der nationale und den 19. Oktober ist der internationale Gin Tonic Tag. Und das ist auch gut so. In Fürth hat das herrliche Gesöff der British East India Company in der Kolonialzeit. Damals haben sie nämlich tüchtig Maleschen mit der Malaria. Der schottische Dr. George Cleckham hat erforscht, wo ans in Chinin als ein Gutmittel gegen Malaria brücken kann. Das Chinin hat den damals in tonisch Wasser getrunken, aber das Tüß wird damals noch so bitter, das kannst du meist nie runterkriegen. Man dann hat britische Offiziere ein Mix und Zucker, Wasser, ein Sprutter Limette und einen tüchtigen Schuss Gin dort down. Und schauen wir hier durch, der Gin Tonic. Naja, von dort sind nicht mehr ganz so viel Chinin in der Tonic Water, dafür ist das denn nicht mehr so bitter. Man lässt beten, was sollte. Und die Gin Tonic, die schmeckt Julikas. Den internationalen Gin Tonic Tag hat wir einen Frau mit dem Namen Marie Edith Keyburn zu verdanken. Sie hat ihr Lebtag gern Gin Tonic getrunken. Und die ist am 19. Oktober 2010 mit 95 Jahren in einem Krankenhaus tot geblieben. Man auch in das Krankenhaus haben noch echte Freunde, die ihr in einen Waterbrülltant den Gin Tonic gebracht habt. Und ihr zu Ehren feiert wie auch am 19. Oktober den internationalen Gin Tonic Tag. So eine Freunde habe ich auch gern.